So, salut zusammen und herzlich willkommen zu dem Unboxing von meinem T300 RS. Ja, endlich habe ich es mal bekommen. Und zwar habe ich es gerade vom Mediamarkt bekommen. Es ist doch schneller gegangen als erwartet. Das hat ja noch einmal geheißen, erst Ende Juni ist es lieferbar. Und jetzt haben wir den 12. Ja, 12. Juni haben wir heute und es ist endlich gekommen. Und wir werden es jetzt zusammen auspacken. Das wie alles, wie man schon gehört, auf Schweizerdeutsch, weil ich gerade erstens mal hure im Stress bin, weil ich noch gerade am Arbeiten bin. Jetzt habe ich gerade Mittag und habe es mitbekommen, dass es bei mir heim angekommen ist. Jetzt packen wir das aus. Natürlich habe ich hier eine Bombenschere wieder verwünscht. Einfach so schnell. Sonst ewig geht. So, jetzt so ein Gefetzel da und jetzt muss ich das Logo nicht rausnehmen. Ja. Mal schauen. Alles natürlich professionell geplant auf dem Schoß. Aber ist nichts mit innen da. So, ist leer und jetzt haben wir da. Was ist eigentlich oben? So ist es oben. Ja, also da haben wir jetzt das T300 RS, wo Thrustmaster speziell für PlayStation entwickelt wurde, ist auch noch, also wo einfach Kompatibilität hat mit der PlayStation. Und ja, ich glaube, so eine Packung muss ich ja eh nicht groß zeigen, also in einem Unboxing interessiert sich eh niemand. Es ist einfach geil, steht da drauf, das ist es. Und ja, genau gerade hier die Laschen aufschneiden. Und ich muss da wirklich noch sagen, ich finde es echt geil, dass es von Mediamarkt doch noch ziemlich schnell gegangen ist, bis ich es bekommen habe. Bei Digitec ist es immer noch nicht lieferbar. Die Verpackung irgendwann. Und da noch. Und da noch, so. Und jetzt so, jetzt sehen wir mit weiß und jetzt so, jetzt haben wir hier das Lenker, so sieht das auf. Ich hoffe, man sieht, sie hat hier neben dran noch ein bisschen das iPhone, das mir noch ein bisschen anzeigt. Stellen wir das Ganze am Boden runter. So. Und dann haben wir als erstes gerade mal das Lenkrad, das hat ein rechtes Gewicht, also jetzt vielleicht etwas Kilo, 2 wird das schon haben, also ist echt schwer noch, ist richtig geil. So. Ja, also es ist verdammt hochwertig. So. Ja, richtig geil. Schaltwippe, auch nicht so laut unbedingt, aber ja, ist richtig nice, muss ich sagen. Also, so sieht das Ganze aus. Eben mit diesen Knöpfen alles hier, das Digitalkreuz, dann haben wir noch XYZUE, hier in den Schaltwippen. Ist wirklich geil. Also ich habe jetzt nicht so krass erwartet, also ich schon gedacht, es ist hochwertig, aber es fühlt sich richtig gut an, hier alles gummiert. Was ein bisschen schade ist, halt einfach hier haben wir den PS-Button noch. Der da. Sieht man es? Nein, man sieht es fast nicht, glaube ich. Der da. Schade ist, dass nicht der grosse in der Mitte, der wäre viel geiler gewesen, aber wenn ich das an mein Auto herschrauben würde ich das Lenkrad nehmen, weil das ist verdammt geil. So, also legen wir dann mal auf die Seite. Haben wir hier Stromkabel. Ist zwar ein bisschen weniger wichtig hier für das ganze Tischklemmen. Das will ich sowieso bei mir an den Tisch herklemmen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gut hat. Müsste ich mal probieren. Ich habe ein paar Mal gehört, dass die Tischklemmen von der Thrustmaster nicht so hochwertig sind. Die sind ein bisschen billig. Dann Feuerholz ist auch noch dabei. Nehmen wir gerade in die Kiste rein. Und dann haben wir hier eigentlich noch den Hauptteil, also das wichtigste Stück vom ganzen Lenkrad. Ich habe gerade die Kabelbinder runtergeschmissen.
Und zwar ist das der ganze Motor. Ja. Also ich habe schon ein paar Unboxing geschaut. Die haben dann alle so gesagt, es sei richtig schwer. So schwer dunkelt mir jetzt nicht einmal. Ja, wie schwer ist das? Also das Gesamtpaket, ich glaube, es ist etwa 7 Kilo, wenn ich mal gemeint habe. Und das ist vielleicht etwa 3, nein nicht 3, 4, 5 Kilo vielleicht schon. Also es ist nicht wahnsinnig schwer, aber ja, es ist schon ein Gewicht. Da haben wir noch die paar Tasten zum Modus verstellen da. Für auf PS3 und PS4 Switcher da. Und dann haben wir noch L3R3 Tasten. Ja, aber ja, schon das Gewicht. Mal schauen, wie sich das dann anfühlt dann beim Fahren eigentlich. Und sonst haben wir hier Karton Tischklemmen. Sie sehen nicht so wahnsinnig robust aus, also wahnsinnig speziell. Ja, muss man halt schauen, wie das jemand hat, aber vielleicht ist es ja besser als man denkt eigentlich. Mal schauen. Und dann haben wir noch Pedalerie. Da haben jetzt viele schon gesagt, die sind wirklich billig, Pedalerie. Gut, man muss auch überlegen, das ganze Paket kostet ja 350 Stutz etwa, also zahle ich jetzt für das Ganze, das ist kein Geheimnis, kann man schon sagen. Ja, es ist halt da Plastik nur, außer bis auf die Pedals da, die sind schon aus, das ist glaube schon, was ist das, Aluminium, Metall, keine Ahnung. Aber es ist schon hochwertig, also mir tut es jetzt schon noch. Für das, dass die Bremsen gehen schon recht schwer. Also das kann man, muss man schon recht drücken, also mit den Beinen ist es natürlich anders, da haben wir ein bisschen mehr Kraft, aber mit dem Daumen allein ist es schon recht schwer eigentlich. Ja, ist ein bisschen klein. Jetzt mit es grösser vorgestellt. Also im Video jetzt vielleicht auch wirkt es ein bisschen grösser, aber es ist kleiner. Aber ja, was sind das auch? Etwa 2 Kilo echt. Also ja, das wird schon verheben, denke ich mal. Ja. Mal, aber ich muss sagen, das Lenkrad ist wirklich geil. Also jetzt nicht so geil erwartet, dass das Lenkrad, das jetzt nur der Lenkrad allein richtig geil. Und ja, das ist jetzt endlich mal mein Lenkrad, das ich jetzt bekommen habe. Und ja, ich würde jetzt gerade mal sagen, ich weiss zwar nicht, ob es zeitlich reicht, aber ich würde sicher gerade noch ein bisschen gamen. Und das Video werde ich dann nächstes schneiden, also wenn ihr es kennt, natürlich ist es schon geschnitten und schon online. Und ja, dann würde ich mal sagen, ist das von dem Unboxing vom Thrustmaster T300 RS. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch freuen, sowie auch über ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut und ciao!